Hallo zusammen! Hallo! So, es ist endlich soweit. Wir fliegen heute für eine Woche mit Kon-Tiki auf Norwegen. Und wir haben jetzt gerade vorher eingecheckt hier hinten. Wir haben ganz viele warme Sachen dabei. Ich hoffe, wir haben genug. Ich auch, ja. Aber wir sind schon gespannt, was wir alles für tolle Erlebnisse werden haben und freuen uns, die dann auch mit euch zu teilen. Viel Spaß! Ihr Edelweiss-Flug nach Tromsø ist nun zum Einsteigen bereit. Wir wünschen noch einmal einen angenehmen Flug und später in Gurten. Besatzung, Kon-Tiki Reisen wünschen wir Ihnen noch ein ganz schönes Wochenende. Genießen Sie die Ferien. Besten Dank und auf Wiedersehen. Ich weiss nicht, ob ich schon jemals so einen schönen Landeanflug hatte. Einfach ohne Wort, wirklich. Jetzt bin ich echt gespannt, wie kalt das ist. Wahnsinn! Find doch mal das Licht rein. Also ich glaube, wenn das Licht jeden Tag so ist, und ich meine, es ist irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 am Nachmittag, dann wird es das ein oder andere Viertel geben diese Woche. Also jetzt sollten wir hier als erstes von Kon-Tiki Gästebetreuer empfangen werden. Nachher geht es mit dem Transfer ins Hotel für die Nacht. Hallo, willkommen. Kon-Tiki Transfer? Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her, hier in Nordnorwegen. Mein Name ist Esther Löy und zusammen mit meiner charmanten Kollegin Lorena Damario sind wir eure Gästebetreuerinnen von Kon-Tiki hier oben. Und wie ihr seht, haben wir um diese Zeit hier oben schon Sonnenuntergang. Der Grund dafür ist, wir sind 340 km oberhalb vom Polarkreis hier in Tromsø oder Tromsø, wie man hier oben sagt. Und das heisst, ganz viel haben wir wunderschöne solche Bilder wie jetzt, so ein bisschen über den ganzen Tag hinweggezogen. So, wir sind im Hotel angekommen und hey, es fällt mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Die Anreise war einfach bombastisch. Zuerst der Flug mit dem Licht und den Bergen und allem von oben und dann nachher auch noch der Bustransfer. Wäre eigentlich nur 10 Minuten gegangen vom Flughafen hier ins Hotel, aber sie sind extra so eine Panoramastrasse am Fjord entlang gefahren. Das war einfach wahnsinnig schön gewesen. Und jetzt wird es auch immer wie dunkler und das irgendwie am 3 am Nachmittag, mega krass. Aber das heisst für uns eigentlich nur, dass wir jetzt auch immer wie öfter hier einen Blick aufs Handy werfen. Wir haben nämlich so einen Nordlichtalarm aktiviert. Das ist ein Service von Kon-Tiki, den sie anbieten, wo sie einem jeden Tag ein SMS schicken, immer so gegen die 4 Uhr am Abend mit den aktuellen Nordlichtbedingungen. Und da sollte man eigentlich relativ bald mal etwas bekommen. Und ja, wäre natürlich mega, wenn man schon am ersten Tag sehen. Gestern scheint es super hier in Tromsø. Man hat sogar wirklich trotz der Lichtverschmutzung hier mega gut gesehen. Und ja, darum Daumen drücken wäre natürlich mega, wenn man das schon so früh, gerade nach unserer Ankunft, könnte erleben. Wow. Mein allererste Nordlichtfoto.
Also, wir haben eine gute erste Nacht hier in Norwegen verbracht. Wir haben gestern Abend sogar noch ganz kurz unser erstes Nordlicht gesehen. Es war zwar nur mega schwach, weil halt die Lichtverschmutzung in Tromsø schon recht stark ist. Jetzt sind wir gerade unterwegs im Auto in die Lyngenalpen. Die Lyngenalpenregion ist eigentlich eine Halbinsel nördlich von Tromsø und ja, wir sind sehr gespannt auf die Region. Das ist nämlich noch ein Geheimtipp hier in Norwegen. Vielleicht gerade auch im Gegensatz zu den Lofoten, die ja schon recht bekannt sind. Es gibt hier viel, viel weniger Leute und scheint soll sich da auch in Zukunft nicht viel ändern. Die Einheimischen haben nämlich nicht unbedingt Interesse, da irgendwie Massentourismus zu machen. Es werden darum auch bewusst so ein bisschen nachhaltigere Angebote gefördert. Das heisst zum Beispiel kleine Gasthäuser, die mit regionalen Produkten kochen, wenig Abfall produzieren und ihre Aktivitäten mit einheimischen Guides durchführen. Und ja, in so einem Gasthaus verbringen wir jetzt auch die nächsten Tage, und zwar im Yxlingen. Das ist direkt am Fuß der Lyngenalpen gelegen und vor allem auch unmittelbar am Polarmeer. Mega coole Unterkunft, wo wir hier gelandet sind. Wir fühlen uns auf jeden Fall mega wohl und haben uns auch schon ein bisschen eingerichtet. Für heute Abend haben wir noch etwas ganz Spezielles los. Und zwar gehen wir an einen Nordlicht-Workshop. Dort zeigen sie uns, wie wir am besten die Nordlichter festhalten. Und für das sind wir uns jetzt auch gerade am Vorbereiten. Wir wissen auch schon ein bisschen, was wir dafür brauchen. Also erstens sicher ein Stativ. Zweitens lichtstarke Objektiv. Drittens, für mich ganz ein wichtiger Punkt, warme Kleider. Und viertens, unsere neue Stirnlampe, die wir jetzt uns endlich und extra für den Trip zugetan haben. Zuerst wollen wir aber noch schnell schauen, was der Nordlichtalarm von Kontiki sagt. Danke vielmals. Bitte. Also, vor dem 8. Uhr ist die Aktivität noch sehr gering. Und ab dem 8. Uhr soll die Aktivität mittel sein, also 50%, das ist gar nicht mal so schlecht. Gestern war es, glaube ich, 25% und wir haben sie auch schon gesehen in Tromsø. Aber ab dem 8. Uhr ist der Himmel bedeckt. Darum mal schauen, ob wir auch heute belohnt werden. Fast die Kamera vergessen. Nordlichter sieht man bei uns in Europa übrigens nur in Nordnorwegen, Lappland, Island, Grönland und Spitzbergen. Uns ist erklärt worden, dass die Erscheinung der Nordlichter mit der Sonne zusammenhängt. Bei grossen Explosionen an der Sonnenoberfläche werden riesige Partikelmengen aus der Sonne mit enormer Geschwindigkeit ins Weltall herausgeschleudert. Wenn die Partikel dann auf das Magnetfeld der Erde treffen, werden sie in einem Kreis um den magnetischen Nordpol geführt. Aus der Energie, die hier freigesetzt wird, entstehen die Polarlichter. All das passiert übrigens rund 100 km über unseren Köpfen. Die Aktivität ist zwar nicht jeden Tag genau gleich hoch, aber zwischen September und April hat man gute Chancen, die Nordlichter zu sehen, solange der Himmel nicht von Wolken bedeckt ist. Wir sind jetzt wieder drin in der Wärme, wir sind jetzt gerade 2 Stunden draussen und haben auf die Nordlichter gewartet. Leider sind die Bedingungen nicht optimal gewesen, wie wir das ja eigentlich schon vorher gewusst haben. Es war einfach zu fest bewölkt gewesen. Ab und zu haben wir die Nordlichter gesehen, vorblitzen zwischen den Wolkenlücken. Aber wir sind ja noch eine Woche da, darum wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir haben noch ein paar Öben und Nächte, wo wir die Chance haben, sie dann wirklich gut einzufahren. Ja. Den Vlog beenden wir jetzt hier. Es ist aber nicht der letzte hier aus Norwegen, weil wir werden noch ganz viel erleben und das werdet ihr in den nächsten Videos dann sehen, was wir da ausser den Nordlichtern sonst noch so sehen. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich sagen, ihr am besten jetzt unseren Kanal abonnieren und falls euch Norwegen und vor allem jetzt auch die Lyngenalpen, wo wir hier sind, mal einmal gelustet hierher zu kommen, dann könnt ihr genau die Reise, die wir jetzt machen, auch buchen und zwar bei Kontiki. 1:1 gleiche Paket und alle Informationen dazu gibt es natürlich bei Ihnen auf der Webseite. Wir werden es aber auch gerade direkt unten in der Infobox noch für euch verlinken. Genau. Ja, gut. Dann hoffe ich, schaltet ihr im nächsten Vlog auch wieder ein. Bis dann, vergesst nicht. Geht raus. Und schreibt euch eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Tschüss. Wow.
Oh yes, these are beautiful. You know, if you don't catch it, then at least I can show it like this. Thank you.